zusammen, hiermit begrüße ich ganz herzlich für mein Video für die erste NYX Face Awards Challenge. Und ich fange auch damit an, indem ich mein Horn mache, für mein Einhorn. Dann habe ich einfach aus schwarzem Papier so einen Rundum ausgeschnitten, dann nachher zusammengerollt, zusammengeklebt und dann habe ich Heißleim genommen und mit dem einfach so Rundumeli drum gemacht, damit halt echt das Ganze ein bisschen eine Struktur bekommt. Anschliessend habe ich das Ganze angemalt. Jetzt geht es dann auch los mit dem Make-up. Da habe ich zuerst angefangen, meine Augenbrauen zu machen. Für das habe ich die NYX Ultimate Shadow Palette in der Farbe Brights verwendet. Dann habe ich zuerst vor grün hergetan, nachher hinten blau. Da mir das Ganze jedoch nicht kräftig genug war, habe ich nachher von NYX Vivid Brights Cream Colors genommen und meine Augenbrauen mit dem noch intensiviert. Damit meine Augenbrauen schön definiert werden, habe ich die mit Concealer ganz einfach ausbessert. Ich habe den Concealer ebenfalls als Lidschattenprimer verwendet. Für meinen Augenlook habe ich ebenfalls die NYX Ultimate Shadow Palette in der Farbe Brights verwendet. Da das Ganze selbsterklärend ist, werde ich euch dazu nicht viel erklären. Da ich bei meinem Augen-Make-up schöne Kanten wollte, habe ich das Ganze mit Concealer ausbessert. Hier habe ich ebenfalls nochmal zu Concealer gegriffen und das habe ich halt wirklich einfach gemacht, dass die Linie klar ist, weil selbst mit einem sehr kleinen Pinsel bekommt man das mit Lidschatten einfach nicht so gut her. Da der Lidschatten extrem runtergebröckelt ist, kann ich das alles ganz einfach mit einem Abschminktuch wegmachen. Und dann habe ich die auch weitergefahren mit meinem Gesicht. Dann habe ich einfach wasseraktivierte Farbe in Violett genommen und einfach mal alles angefangen zu grundieren. Mein ganzes Gesicht habe ich abpudert mit der NYX Sweet Cheeks Blush Palette. Um mein Gesicht zu konturieren, habe ich wieder die Ultimate Shadow Palette Brights genommen und dann einfach so ein bisschen die Blau- und Violett-Töne gemischt. Für meine Lippen und für die Nase habe ich von NYX den Liquid Suede in der Farbe Jet Set verwendet und das Ganze habe ich wieder ausbessert mit der wasseraktivierten Farbe. Um mein Gesicht zu highlighten, habe ich die NYX Strobe of Genius Illuminating Palette verwendet. Um mein ganzes Haus anzumalen, habe ich ebenfalls wasseraktivierte Farbe genommen, aber in diesem Fall jetzt ein Blau. Da das Ganze etwas mehr Dimension bekommen, habe ich alles noch konturiert und gehighlightet. Zum Konturieren habe ich wieder die Ultimate Shadow Palette genommen in Brights. Wie ihr seht, habe ich die eigentlich für das ganze Video verwendet. Dann geht es auch weiter mit den weißen Farbklecksen, die runterlaufen. Für das habe ich einfach weiße wasseraktivierte Farbe genommen und die mit Wasser vermischt, dass es halt schön flüssig ist und gut runterlaufen kann. Dann habe ich dann auch noch den Unterwimpernkranz mit Lidschatten angemalt, meine Wimpern getuscht und nachher geht es dann auch schon an meine Haare. Da habe ich einfach Haargel gemischt mit Glitzer und das mit einem grossen Pinsel aufgetragen. Am Schluss hatte ich noch Lust, bei meinen Augen einfach noch so ein bisschen Glitzer herzutun. Wegen dem habe ich das noch gemacht mit einem Glitzer-Eyeliner. Das Horn bei meiner Stirn habe ich übrigens mit Latex angemacht.
Und nachher habe ich um das Ganze drumherum noch Haargel wieder mit Glitzer gemischt und das mit einem Pinsel aufgedreht. Das war mein Look zum Thema Color Explosion. Ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat und ich würde mich riesig über eure Unterstützung freuen. Und zwar könnt ihr vom Mittwoch, 18. April bis zum Dienstag, 24. April jeden Tag auf www.faceawards.nixcosmetics.ch einmal für mich abstimmen. Ich schreibe euch natürlich alle Informationen diesbezüglich auch noch in meine Infobox schreiben. Ich bedanke mich jetzt schon mal im Voraus bei euch und bis zum nächsten Mal.